Blick op Europa, herzlich willkommen liebe Leute für eine neue Mission. Das Woche für Straßburg, wir hatten als Plenärsession und wir hatten ein ganz chargiertes Programm, wie das am Anfang auch der Fall ist. Also ich müssen schon einen kleinen Auswahl machen von den Sujets, wo ich euch berichten. Und das ist einerseits ein großes Sujet Zukunft von Europa. Der Jean-Claude Juncker hat das angestoßen für bald 2 Jahre. Und dann sind ein paar die Staats- und Regierungschefs auch andere Leute, die das abgegriffen haben. Und daraus also so hier am Parlament die entstehen, für so einen Zyklus anzufeiern, für so Premieren aus den einzelnen Ländern, für dann hier vorstellig zu gehen und uns ein bisschen hier Visionen über die Zukunft von Europa zu erzählen. Nach der Krise, wenn ihr seht, nach der Krise, dann haben wir ja am Anfang eine Vielfalt von Krisen. Nach dem Brexit, wo Großbritannien uns will verlassen, ist es natürlich wichtig, für sich über die Zukunft von Europa Gedanken zu machen. Die letzte Plenärsession war den irischen Premier Leo Varadkar. Das ist der kroatische Premier gewesen, ein früherer Kollege hier aus dem Parlament, den kroatischen Premier Ginas, den Andrej Plenković. Und hier hat uns ein bisschen erzählt. Eigentlich war wie Kroatien ein kleiner Memberstaat wie die das empfangen an so kurzer Zeit, weil das ja average 20 Jahre her, dass die aus einem Krieg aus dem Jugoslawienkrieg aufgegangen sind als eigene Staat. Und wie sie das gesehen und sie wollen ganz konkret in der Zukunft von Europa mitschaffen. Hier wird viel Wert auf Solidarität, hier wird ganz viel von der Solidarität geschwärzt. Hier wird auch gesagt, bei allem verstehst du mich über die wirtschaftliche Situation und noch all die Sachen mit der Währungsfrage, wie stellen wir uns da auf, für eine politische Union zu gehen. Alles das wird behandelt. Man hat aber gesagt, dass ihn aber auf keinen Fall vergessen, die große und die wichtige Rolle, die Europa spielt bei der Bildung, bei der Kultur, bei der Forschung müsste man viel mehr eine große Rolle spielen, und dann natürlich auch bei der Entwicklung, bei der Innovation. Und das sind Themen, dass ich froh, dass es darüber gegangen ist, weil das ist etwas, was eigentlich gerne an der europäischen Struktur, an der Vielfalt, wo wir sind, geht sich ganz gerne auf das wirtschaftlich konzentriert. Und das ist für all die anderen Bereiche, die am Maßen mindestens genauso wichtig sind, wenn nicht mehr wichtig. Ein anderes Sujet, das uns beschäftigt hat, besonders als Parlament, das sind die nächsten Europawahlen. Ihr wisst, dass das am ersten Semester 2019 der Fall wird sein, am Mai. Und das ist so, dass wir uns Gedanken gemacht haben an einem Rapport, wie das Europäische Parlament aussehen könnte. Ihr wisst, dass 73 Sitze freigehen, wenn Großbritannien ISLO verlässt. Das heißt, 73 britische Kollegen machen hier Platz frei. Das ist festgehalten gehen aus der Sicht vom Parlament. Für das Parlament schrumpfen zu tun von den 751 auf 705. Der Rest von den Sitzen, das heißt 46, sollen benutzt gehen, sollen nur mal frei bleiben, sollen benutzt gehen, wenn es einerseits nach eventuell an den nächsten Zeit Beitrittskandidaten gehen. Respektiv, wann am Anfang einkehr sollen transnational Lüchte kommen, wann in den ganzen europäischen Wahlkreis sollen stehen, wo die Leute dann einerseits mit ihrer Stimme daheim könnten hier Lüchte stimmen und gleichzeitig auch transnational Lüchte. Das ist die Idee gewesen, die hier am Parlament schon lange zirkuliert ist. Für, wie gesagt, wir mengen dadurch, oder verschiedene von uns mengen dadurch, es gibt die Bürger da draußen mehr ein verstärktes Gefühl, mehr gemeinschaftliches Gefühl kriegen für Europa, wenn es geht auf einer transnationalen Liste, wo dann ein Deutschen, einen Französischen, einen Italienischen, einen Polnischen Member drauf für den können zu wählen. Das hat ein bisschen noch damit zu tun mit der Spitzenkandidatur. Ihr wisst, dass wir als Parlament letztes Jahr durchgesetzt haben, gegen den Willen vom Rat für Spitzenkandidaten zu wählen bei den Europawahlen. Das ist ein Kandidat gewesen, der pro politische Fraktion antritt. Das war den Jean-Claude Juncker, das war den Martin Schulz, das war Ska Keller, das war der Guy Verhofstadt. Der Jean-Claude Juncker ist aus der Wahl
als echten Rausgang an ass dun automatisch Kommissionspräsident ginn, wann ich so automatisch, da wär dat net de Willen vum Conseil, dat hecht vum Rot, vun den einzelnen Memberstaaten, déi wollten sich die Prämisse, die sie hunn, dat hecht dat Virrecht fir ze soen, mir willen soen, wen Kommissionspräsident gëtt, die wollten sich dat Tuelle lossen, hunn als durchgesät, an dat wollte man am Fongelo an diesem Rapport verankeren, betonieren. An dat als deelweis gelungen. Herr Kante, dat mat den transnationale Lëchte, wo et ganz herréierte Wort ginn ass, wo verschiedene Leute dafür wären, wo verschiedene Leute dagegen wären. Die eine hatte gute Argumente, die andere hatte gute Argumente. Die eine gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt mehr eine große Gemeinschaftsidee für Demokratie in Europa zu stärken. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Gefahren, wen stellt die Kandidaten ab. Was das ein gemeinsamer Wahlkreis kann das nicht auch für Populisten eine Plattform geben, für wie gesagt, eine gemeinsame europäische Lösch zu machen aus den Populisten, aus den Demagogen. Das heißt, das wären alles Gefahren und dadurch, dass das nicht gestimmt ging, es hätte müssen eine qualifizierte Majorität geben, die aber nicht ging, dass die Idee von den transnationalen Löschen einstweilen mal verworfen ging. Sowieso hat der Conseil das gelöscht wird, das heißt, wir haben als Meinung gesagt. Der Conseil muss seine Meinung sagen und wir werden dann zu guter Letzt nach einmal darüber befallen. Es ist so, dass ein Sujet, das wir umstellen von der Zeit, ihr wisst, dass wir innerhalb von der Europäischen Union alle 6 Monate Zeit umstellen, von Winter auf Sommerzeit, von Sommer auf Winterzeit, am Oktober und Ende März. Das ist an einer Direktive von 2000 festgehalten. 80% von den Studien kann zu Rot sehen, sind 80%, die mit der Zeitumstellung immer Probleme haben. Sie wird, dass sie gesundheitliche Probleme haben, sie wird auch sonst Probleme an der Arbeitswelt, am Transport, Mobilität, auch an der Tierwelt gibt es Probleme. Das heißt, wenn jemand Bauern schwätzt, wenn jemand so Leute schwätzt, die mit Tieren zu dienen und die so, dass die ersten Wochen alles ein bisschen auf der Kopf. Dat huet uns bewegt fir ze soen komm wir ginn mal enke gucken, wie die Idee eigentlich entstanden ist und ob das haut noch notwendig ist. Und das ist eine Etude gemacht vom Parlament. Es sollte ja darum gehen, für Energie zu sparen. Das ist klar und deutlich, das Ziel ist nicht erreicht, es gibt keine Energie gespart, weil wenn wir auf der einen Seite durch eventuell Éclairage, also durch Gelies, spuren, dann muss man auf der anderen Seite an mehr Energie ausgehen, für zu heizen, sodass das gut keine Gewinnsituation ist. Und das hat uns bewegt, für zu sagen, komm her, und nehmen wir da. Und wir fordern am Anfang die Kommission ab, die Direktive von 2000 für die abzumachen, für die wissenschaftlich Grundlage zu schaffen, was muss an Zukunft, was für Zeit an Zukunft für Europa wichtig ist, an der Fall ist. Und auch dann dem Moment einheitlich angewandt wird. Ihr wisst, dass im Moment Polen ganz stark Anstrengungen möchte, Finnland möchte Anstrengungen, für aus der Gemeinschaftlichkeit rauszugehen. Türkei hat 2016 schon das regelmäßig Wechseln aufgeschärft. Das heißt, wir müssen wichtig ist, dass es einheitlich bleibt und dass man eine wissenschaftliche Grundlage hat, was für eine Zeit in Zukunft dann soll für Europa gelten. Das gilt nicht für Zeitzonen, das heißt die Zeitzonen, die wir haben, die geografisch bedingt sind, die Werte bleiben. Das hat just rein damit zu tun, ob man noch weiter die Wechsel von Winterzeit auf Sommerzeit, ob man das nachmachen. Ein weiteres Sujet, das ist ein spezielles Komitee, das wir gegründet haben für die Autorisationen von Pestiziden. Das heißt, dass am Anfang anhand von dem Glyphosat, das ganze Gedächtnis rund um die Glyphosat, die Autorisation, Nicht-Autorisation, Verlängerung und so weiter, wird uns dazu bewegt, zu sagen, wir müssen das auf der Liste holen, wir müssen gucken, dass das besser geht. Wir haben ein Sonderkomitee angesetzt, der soll an Zeit von ein paar Monaten soll den befanden, was dann schlussendlich an dem ganzen Prozess zu machen ist. Es soll für uns mal Prozeduren überprüfen. Das heißt, die Prozeduren, die wir als kennen, sind die aktuell, was kann ich verbessern. Da sollen auch die Freien, das heißt, all die Lakunen, die Unklarheiten, alles, was am System ist, das mal identifizieren und dann natürlich auch Maßnahmen vorschlagen, um das besser zu kriegen. Die Rolle von der Kommission ist auch ganz delikat in dieser Situation. Ihr wisst, dass Memberstaaten eigentlich dafür zuständig sind. Wenn die sich an den Dienst gehen, wie zum Beispiel beim Glyphosat, wo man verschiedene Länder, auch sogar verschiedene Länder, auch zu Lützeburg, hat man Diskussionen,
Umweltminister wollte net autorisieren, landwirtschaftliche Minister wollte autorisieren, Herr as sich dagegen gin op Verbot. Dat hat mor an anderen Länder, an Deutschland zum Beispiel. Dat hicht alles dat muss geguckt gin, de Rolle vun der Kommission, an dann natürlich och Konfliktterré, dat hicht wen do a watregem Gremium sitzt, op den net och irgendwie einerwertig Interesse huet. Do kann ich an dem ganze Sujet Spezialkommission, do werde ich an enger nächster Sendung, wann dat Lommer bësse méi wann dat mo schaffe kënnt, wann de mo ganz konkret Resultate opweise hunn, dat ich dann mal enke an enger nächster Sendung fleich ze summe mat eng Gercht dober agin. E lächte Sujet dat ass Geoblocking. Geoblocking als Begriff fir eigentlich besonders aus dem Online. Online-Kafen ass mat ganz vielen Hürden an Hindernisse verbonnen, wat an eng Diskriminierung eigentlich rageht. Dat hecht, wann en grenzüberschreitend akheft, ass engem bislo net alles unerkannt gin, wie zum Beispiel den Einheimischen, dat war man Preise so, dat war woch man benutze vun den einzelnen Zahlungsmittel, mat Kreditkarten und so weiter. Dat der wann Zukunft net mehr sinn, dat kann schon 2018 lo Kraft treten. Dat a Punkto Nationalitéit kein Grenze mit der versinn, dat a Punkto Residenz kein Grenze mit der versinn, an doch eng a Punkto IP-Adress och doch muss unerkannt gin. Also dat sie Sachen, die man lo ganz konkret ha firgeschloen hunn am Rahmen vun dem ganzen E-Commerce-Package, den Kommission die direktiv firgelecht hat. An dat kann, wie ich gesot hunn, schon 2018 a Kraft treten. An dat erlaubt eigentlich dem Konsument vielmei eng fairen Aufwickeln Antidiskriminierung. Et gëtt sech awoch e grosse Schritt erwert a Punkto Kompetitivitéit, a Punkto gemeinsamen digitalen Bandemerkt. Dat ass wie gesot eng enger Errungenschaft 63% hunn an enger Eurostat gesot, dat sie biselo Gefehl hätten diskriminéiert ze ginn. Besonders wann en grenziwwerschreitend och Freizeitaktivitäten keeft, Tikien fir grosse Evenementer, Bicher, all die Sachen, dat hecht huet den ganz konkret an dem Freizeitbereich huet ganz konkret gemerkt, hey, gëst du ernstnecht behandelt, wie zum Beispiel in Einheimische. Dat war wo so bei Musik, bei Online-Spieler, et war noch am Transport, an noch an einer Denkschlechtungen. Dat hecht dat sinn all dat ganz zu summen sind 63%, die op eng manéier gesot hunn, do ginnech diskriminiert. Dat wie gesot kann lo ganz kurzfristig aus der Welt geraumt gin, wat eng Errungenschaft ass. Och do kann ich vielleicht enke an enger nächste Sendung méi konkret ober goen. Hai ass wie gesot immer Zeit, die fortlebt, wann en de Resüme mecht vun 5-6 Punkten vun der helle Wull, die man ha behandelt hunn, dann ass dat zeitlich net méiglech fir bësse méi déif an den Inhalt vun engem Dossier ranzego. Dat wäret vun Hai fir die neue Mission oder fir eng Emission vun Plenum vu Straßburg. Wir gesinn als die nächste Woche fir eng neue Mission vu Bresel. Vielmals merci. Wird noch gucken.